Goedemorgen alle. Vandaag is maart de 11e, 2023 en het is klok 10 s'morgens. Je hoort nu in 12:50 KJKZ. Je dankt je Gottes woord voor de nächste 15 minuten. Met je toot Mr. John Peters. We vangen vandaag in Matteaus kapitel 8 aan. En ik zeg dankzij voor je niet beter. Singen wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, biete den König an. En nog waren Goedemorgens. Dat is loop en aanbetung van Sofa. Lobe dem Herrn. Alright. So, wie zijn nu fertig met de bergpredigt? Dat heeft 3 kapitels gedeeld. Dat is Jezus zijn längste boodschap. Allerdings dat längste wat op een stad geschreven is. En dat nantigt de bergpredigt. Dat vangt aan met de zaligprijzingen. En zoals we iedereen van geredet hebben, Jezus is tussen de 2 contracts. Hij is tussen den oude bund en tussen den nieuwen bund. Wat is maar een bund? Dat is binder, ne? Hij is tussen de 2 binder. En zo hij dat een nieuwe bund afhielt, maar als hij de bergpredigt predigen deed, dan wird de bund nog niet eingeführt worden. De nieuwe bund, die wordt eingeführt, daar is zijn bloed, daar is zijn sterven en daar is zijn opweerstaan van graf. En zo van door wieder de nieuwe bund. Jezus leefde in een oude bund. En zo vele mensen die kennen zich toch zwaar terugvinden, wegen dat hier zich in de bergpredigt, die verlangt zoveel, dat die zo perfect zijn, die zo schuldloos zijn. Dat is met een ding, dat we nog de oude bund, en Jezus dat de nieuwe bund nambrengt, dat die 3 jaar, met zijn lieren en zo wieder. En dan wordt de nieuwe bund eingeführt, daar is hij gestorven am Kreuz. En zo, zum Beispiel, wanneer te zeggen in de Seiligpreisungen, dat de Seilig zijn die wat een reine hart hebben, wenn die worden Gott zijn. Die zetten vielleicht een ding zo, ik kan je bereikt een reine hart, ik kan trouwen met mijn gedanken, ik doe niet helemaal zingen. Wel, Jezus zegt, hij is voor die gekomen. En zo, wil kost een reine hart krijgen? Maar een andere dat reinwaschen deed, met zijn bloed. En wie is de andere? Dat is Jezus Christus. Het Nieuwe Testament zegt sogar in Kolosser dat God heeft zijn gerechtigheid genomen en heeft die met uitgetragen door zijn Zoon Jezus. So, dat is een beetje zoals wij in die hand schwinche kleider aan. Nu neemt God zijn rok van gerechtigheid en dat in eeuwig ons, nu gaan die schwinche kleider niet moeten zijn. Die kleider zijn door, aber die gaan weg te zijn. God kan bloß gerechtigheid zijn en heiligheid zijn, wegen hij heeft die uitgetragen met zijn gerechtigheid. En dat is dat wondervolle evangelium wat er uitgaat en dus hoeft niet voor mij en die. Ik zou niet hem zijn dat die best weer, die best wat wird, die best in God zijn evenbeeld gemerkt. God is die niet da. Jemand moet van der vielleicht horchen en falls die so leeg, falls ze best so kort gekommen, kann het gleich vollbrengen. God is die goed, mijn vriend. En hij heeft niet bloß een lijf voor die, hij leeft die. En dat wie we immer waren, dat zij we immer waren, met honderden wegen waar hij ons genoeg bewezen heeft. Hij laat die zon afkomen. Hij is voor ons. Hij is niet tegen ons, zegt zijn woord. Hij heeft zijn zin geschickt. Hij heeft niet bloß een lijf voor die, mijn vriend, hij leeft die. En neem dat te horen en mag God die segnen. So, we fangen an von der an in Matteaus kapitel 8. Die Bergpredigt ist über. Und wir haben hier 3 Begebenheiten von Heilung. Dat sagt, als hij van Berg rauf kwam, volgden hem veel volks nu. En kijk maar, in Oost kwam, beet hem aan en zei, Heer, wanneer du was, kost u mij reinigen. Jezus strak zijn hand uit, schier hem aan en zei, ik wil doen, zie reinig. En dan wordt hij van zijn Oostsatzigkeit geheilt, uit de rein. Jezus zei te hem, zeide te hem, aber go en wies die ten priester, en dan jeft hij een golf, zoals Moses bevolen heeft, aus dem Zeugnis. We hebben een klein beetje van dit verhaal. Hier is de eerste Heilung.
was wir von davon reden wollen. Das wir ein schwinscher Aussatz. Aussatz, das ist eine Krankheit, auf Englisch nennt sich das Leprosy, das ist Freten. Das ist die Glieder verfreten. Die Hüt wird so witt und schließlich wird irgendein Beat bloß losfallen. Even sogar ein Finger oder ein Uhr oder die Hüt selbst fällt los und das wir ein sehr schweres Leben, wegen wer aussätzlich wird, können nicht manche Menschen sein. Der Aussätzliche hat nicht die eine Kolonien. Und wenn wer ein Renner vorbeiging, dann mussten sie einmal schreien, Exi Aden. So dieser hat Lebenszeit, ich weiß nicht Lebenszeit, aber hat lang so das gelebt. Und die gehen in Helland. Und dann war es auch sehr ein Dünke was, wegen Menschen waren, haben sie nicht im Stich gegangen, oh, hier ist ein Schweinchen. Und weißt du, was ich noch gleich? So ein Mensch war nicht eingeschert. Was sie da tun? In Vers 3, Jesus straks seine Hand terug, schier hem aan en zei ik wel. So Jesus heult hem door, mir kam rein. Und dann ist die Frau fertig, warum sagt Jesus dann zu diesen, sei kein dort. Hier ist meine Antwort. Das wir noch zu schwimmen. Jesus will nicht bloß Tag und Nacht Menschen heilen. Wegen Doktors fehlen immer, Kranke sind immer. Jesus will hier zum den neuen Bund aufhören, zum Lehren, zum seine 12 Jungs, seine 12 Jünger reinmerken. Und will nicht bloß einen Tag über Menschen heilen. Das ist nicht, wo er gekommen wird. Er deed heilen. Und wenn er arm kam, der wird geheilt. Aber Jesus sagt einmal, sei das kam, wenn das soll sich nicht so rütblosen und das Düsende würden kommen. Da wird Jesus Kimmeltit haben, um seine Jünger berechnen, um die lehren, meistens sage ich erreisen. Und er will hier für eine gerade Ursache, als bloß zum Kranken heilen. Na, für den Kranken wird es wichtig. Ein Kranker will geheilt sein. Das kann ich verstehen. Und das zeigt auch, jeder einer, der nach ihm kam, den wird geheilt. Aber Jesus muss noch mal sein, nicht anders sein, wegen das Blut sich zu sehr rüht. Nochmal muss Jesus verloten, weil es ist zu drachwartig so. Dann gehen wir wieder. Dann sagt er durch, in Vers 5, dass Jesus kam nach Kapernaum. Kapernaum wie ein Dorf, nicht zu weit auf von Nazareth, wo Jesus das meiste von seiner Arbeit getan hat. Und dann kam ein Hauptmann an und sagt, Herr, mein Knecht liegt thuis und er ist krank und hat eine große Not. Jesus sagt, ich will kommen und gesund mehr. Der Hauptmann sagt aber, Herr, ich sehe nicht mehr wie, dass du in meinen Tag kommst. Sei ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Ich sehe einen Mensch, ich sehe die Obrigkeit ungedaan und ich habe eine Obrigkeit. Ich habe Soldaten unter mir, Kriegsknecht. Und wenn ich zu ihm sage, go, dann geht er. Und zu dem anderen, komm her, dann kommt er. Und wenn ich zu dem Knecht sage, du so, dann geht er dort. Als Jesus dort hier verwundert hij zich en zei te die wat am nu volgden. Ik zei te jullie, zo'n geloven is dit heit niet mal in Israël gevangen. Ik zei aber te jullie, er waren viele Menschen kommen, jeden Tag, von Abraham seine, von Isaac seine, von Jakob seine. Die worden sich opzamelen. Über viele Kinder von der Dreck waren uitgestaat worden. Nou wordt in uitgestaat worden door Heelung en teenkloppen is. Jezus zei tegen den Hauptmann, go, mocht die geschehen, zoals die geleefd hast. En dan wordt die knecht til dezelfde stund gezond. Wat passiert hier? Hier weer een mens wat niet een Jud weer. Hij weer een soldaat, hij weer een Hauptmann. Een Hauptmann weer über 100 Soldaten. Op Englisch namen ze een centurion. Century meint 100. En das Hauptmann sagt, er kann knecht, der ist mir viel wert, der ist tief krank, wusch, die den gesund mehr. Und dann sagt Jesus, hier, wo ist der? Wo sagt das Hauptmann, du brauchst nicht mal in mein Haus kommen, Jesus. Ich sage nicht, wie die unter meinen Tag zu haben. Ich weiß, wenn du ein Wort sagst, da wird mein Knecht gesund werden. Wenn ich kein Menschen unter mir und mein Wort bedient wird, ich weiß, dein Wort bedient wird, Jesus. Dann wundert Jesus sich, dreht er sich zu der Raum an und sagt, zo'n geloven, dit is niet mal een Jud, dit is niet mal een Israëlieten, der hat mehr geloven als je. Und dann sagt Jesus hier was Interessantes, sagt er, viele von den Juden, von den Israeliten, was du meinst, sie sind Gott seine Kinder, die wird einfach rückgestartet worden und die von Büten worden ankennen. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich will hier einen neuen Bund aufführen und der neue Bund wird nicht bloß für Juden sein, der wird für die ganze Welt sein. Mein Freund, der Evangelium ist nicht bloß für Deutsche, der ist für die ganze Welt. Für den Mexikaner, für den Russländer, für den Engländer, wer immer, für den Deutschen. Das Evangelium ist für Menschen, was die Menschen sind.
Gott hat die Welt so geliebt, sagt Johannes 3, Vers 10. Jesus, als je vielleicht meest zum Trouble, wenn er meest die Juden bei sich Partei abstoppen und sagt, die leben die zijn de Uiterwilde, aber von buiten worden mehr am Himmel sein, als von der Uiterwilde. Ei, Jesus wollte Luther noch mehr von vertalen, nicht so? Und dann sagt er, Jesus sagt, go, mocht die so worden, als die het leeft hast. Und dann war die Knecht gesund. Und dann sagt er wieder, dass Jesus ging nach Petrus in Huis, du wirst die Schwiermame, hat Fieber. Und hij nam maar bij de hand en de Fieber verleiht. En dan bedien ze arm met eten meer. So gesagt er, kwam viele bezeten aan de arm en hij drijft die bij zijn eerst eruit. En hij maakt alle kranken gezond. En dan sagt er in vers 17, zodat erfüllt wird worden, wat de Jesaja-Prophet gesagt hat. Hij heeft onze Schwachheiten op zich genomen en onze Krankheiten heeft hij gedreigd. Als Jezus dat volk sah, ziet hij waar we even meer voor. En du war beschlitten von der. So Jesus heilt hier Besetene, Schweinchen, Kreef, Aussätzige. Die werden arm kommen, der wird geheilt. Dann sagt er, warum? Wenn Jesaja hat 500 Jahre verder, oder 700 Jahre verder gesagt, dass Jesus für einen Tag gestorben am Kreuz. Und er wird nicht bloß von seinen Sinn sterben, aber auch von seinen Krankheiten. 2. Petrus 2,24 sagt gleich so. Er sagt, er nahm unsere Sinn durch das Kreuz, zodat wir können seine Kinder werden. Dann sagt er, durch seine Wunden sei wir geheilt. Viele würden sagen, well, das ist nicht eine Heilung für den Körper, das ist eine geistliche Heilung. Ich sage, das ist beides. Wenn die Sinn zu Gott geheilt werden, das ist eine geistliche Heilung. Und wenn die Körper gesund wird, das ist eine physische Heilung. Ich preise Gott, ich habe 3 oder 3 habe ich immer sagen, Allergies. Und nu habe ich 3 Jahre nicht Allergies gehabt. En voor bij 2 of 3 had ik hem gezegd dat mij de zout brand deed. Nu heb ik al 1 jaar mij niet de zout gebrand en ik had er niets mee gedaan. Ik weet niet hoe zo reich als ik zo reich, well, ik had veel gebeten, ja, maar ik laat me gleich hängen op lijn of de zalven en zo. En steeds de 3 vroeg ik gehad, wat komt dat die bed krankheden weg zijn? Was eigenlijk die komt in je woord. En mijn woord het heilen. So, wanneer du een kerk was en die dat woord aanhorst, oder die Hars het even radio, oder sogar hier über Phone, muss Gott die Heilung geben im Körper. Wenn sie wird er heilen. Das sagt in Jesaja 53,5, dass Jesus hat unsere Sinn genommen, auch unsere Krankheiten. Das will ich selbst lesen. Jesaja 53, Vers 5. Und so die Gott in Wort heißt, muss die Heilung kriegen im Körper. Jakobus 5 hat sogar ein Rezept. Das sagt er auch der Älteste, oder der Lehrer von der Gemeinde, dass sie die salben mit Öl und über die beten. Aber weet je wat de schuld is? Viele Predikers, viele Diener doen het gleich. Waarom niet? Wel, ze leven ze worden te schoon komen. Oder is het veranderd. Lees maar Jakobus kapitel 5. En wanneer die Diener dat niet deed, dan doet het zelfs. Neem een buddeltje oil, sogar broedoil, en doe die kind salven, oder die eigen partner, oder die zelfs, en dan doe Heilung beten over die zelfs. Die kost een stuk beten. Herr Jezus, ik breng deze krankheid fertig. En waarom die een krankheid mag zijn? Vielleicht hast du Nierentrouble, vielleicht hat er Rehen bei, vielleicht hat hij Schulter bei, vielleicht hat hij krijgt nu een teen bij, oder vielleicht hast du een Trouble met kop bij jou. Ik breng dat fertig, mijn kop bij jou breng ik fertig, en Jezus zijn naam mocht ik verloten, en Jezus zijn naam, en doe die zelfs wel ik gezalven, om stieren, oder aan de hand, en dan brukt die naam in Jezus. En ik wil krijgt nu beden over die. Herr Jezus, ik breng mijn vriend fertig, wat niet groot lijden deed. An Krankheit, vielleicht hast du Force an Alkohol oder an Drugs oder whatever das muss sein, Schmieden. Oder vielleicht hat die Körper weh, vielleicht hast du einen Kopf bei dir, vielleicht hast du Eating, vielleicht hast du Haartrouble. Und in Namen Jesus spreekt wir Heilung über diesen Laufball. Dit Video wordt eruit gaan, deze boodschap gaat eruit, in Namen Jesus. Beten wir für Heilung und wir danken dir für die Heilung. Und wir tun auf dein Wort, wegen Matteaus 8 sagt, dass du wirst von der Krankheiten abgestorben. 2. Petrus 2,24 sagt, du hast unsere Krankheiten am Kreuz neu genäht. Und Jesaja 53,5 sagt, du bist von der Sinn gestorben, auch für unsere Krankheiten. So in Namen Jesus beten wir Kraft mir für Heilung. Sie geheilt, mein Freund, in Jesus in Namen. Bleib dort, kriegst es das Hauptmann, das bleibt, sein Knecht wird geheilt, muss Gott die segnen. Amen. Amen.